sind nicht gerade so positiv wie mein Vierredner, aber ich kann direkt sagen, dass wird diesem Gesetzesvorschlag nicht zustimmen können. Das ist eine Entscheidung für uns Infirmieren und Infirmieren. Mir größten Respekt für eine Berufsgruppe, die alltag eine enorme Verantwortung überhält und die eine zentrale Rolle an unserem Gesundheitssystem spielt. Dafür los schon noch von heute und Sie ein ganz großes Merci für einen alltäglichen Einsatz. Wir sind dafür der Meinung, dass dieser Beruf eine moderne gesetzliche Basis und eine richtige Abwertung verdient. Es geht um die Frage, wie eine Rolle der Infirmieren bzw. den Infirmier responsable des soins généraux in Zukunft an unserem Gesundheitssystem überholen soll. Es geht um ihre Autonomie und ihre Verantwortung und zu guter Letzt natürlich um die Sicherheit der Patienten. Der aktuelle gesetzliche Kader muss modernisiert gehen bzw. die Realitäten im Terrain angepasst gehen. Ich meine, da sind wir uns halb eins. Die Arbeit von den Firmen hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Sie evaluieren den Gesundheitszustand der Patienten, sie planen und überwachen Pflege, sie koordinieren Versorgung und sie spielen eine immer mehr wichtige Rolle bei der Begleitung von chronisch kranken Menschen. Dass diese Realität endlich mit klar im Gesetz anerkannt wird, ist wichtig. Das ist auch wichtig, dass die Rolle von Infirmier und Infirmiere mehr klar definiert wird. Das ist wichtig, dass das Gesetz mehr Rechtssicherheit schaffen soll und Kompetenzen besser strukturiert. Auch die Anerkennung vom eigenen professionellen Rollebereich und Kategorisierung von den Handlungen können wir im Prinzip oder fanden wir, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist. Wir gehen hier fangen noch als Zweifel an. Wenn Interview liest, da lese ich bei quasi allen, dass dieses Projekt sein eigenes Ziel nicht erreicht wird. Besonders noch wie von der ANIL, wie wir schon heute mit ein paar Mal hören haben, die Assoziation von der Lützebäuer Infirmieren und Infirmieren, ist alarmierend. Ausgerechnet die nationale Vertretung von der betroffenen Berufsgruppe sieht, dass diesen Text nicht genug ausgereift ist. Sie kritisiert, dass die Autonomie kaum ausgebaut wird, die Verantwortung aber in die Luft geht, dass Inkohärenzen am Text bestehen und dass eine Reihe wichtiger Fragen noch nicht gelöst sind. Sie geht effektiv so weit, dass sie fordert, den aktuellen gesetzlichen Kader beizubehalten, bis eine gründlich ausgeschaffte Reform vorliegt. Wenn also die Leute, die alltag nur diesem Gesetz sollen schaffen, selber sagen, dass das Projekt nicht fertig ist, dann muss mir das stellen. Auch andere gehen in dieselbe Richtung. Das College Medikal stellt fest, dass dieses Projekt für allem eine juristische Anpassung ist, aber keine wirkliche Modernisierung vom Gesundheitssystem. Die Chambre des Salariés sieht, dass von einer richtigen Valorisation kaum geschwärzt kann gehen. Und auch der Conseil supérieur von den Gesundheitsberufen weist darauf hin, dass viele von den sogenannten neuen Kompetenzen heute schon in der Praxis ausgeübt werden. Das bedeutet, dieses Projekt beschreibt seine Realität, mehr verbessert sind immer ganz begrenzt. Und dafür stelle ich mir einfach Fragen. Wobei alle Fachorganisationen noch substanzielle Verbesserungen verlangen, für was sollen wir heute schon ein Gesetz stimmen, bei dem zeitnah nur gebessert gehen? Wann dann überhaupt nur gebessert wird, aber wenn nie, wen geht uns das versprechen? Gut, wir kriegen lange Motionen ran, aber ich bin ganz ehrlich, wir wissen noch heute, wie es mit den Motionen läuft. Ich meine, es sind da noch 2 am Tirang, von den Geringen von der CSV über eine Expertengruppe für die Covid-Mesuren abzuschaffen, von denen geht nicht mehr geschwärzt. Und du weißt, da kann ich nicht davon ausgehen, dass das heute mit dieser Motion nicht durchgeschieht. Für was aus diesem Gesetzesprojekt nicht von Anfang an eine seriöse Reform gemacht gehen, an die EU-Frist angehalten gehen. Gouf zu spät angefangen, gouf es juristische Ausschränkungen, gouf es Personalmangel oder gibt es den allgemeinen Vorplan, eine Vision von der Regierung für das Gesundheitssystem grundsätzlich und grundlegend zu reformieren. Weil ja, gegen mir als natürlich freuen, mehr darüber gewollt zu gehen. Für das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Wir wollen eine grundsätzliche Reform und nicht einen Gesetzestext, den Triest schon nicht behält, da von an der Chambre gestimmt zu gehen. Da will eine Reform, die zusammen mit dem Terrain ausgeschafft wird. Eine Reform, die den Beruf wirklich abwehrt und Patientensicherheit stärkt. Eine Reform, wo Verantwortung, Aufgaben, Autonomie und Entscheidungskompetenz Hand an Hand gehen. Mit diesem Projekt als juste Kroki, von dem ich nicht weiß, wen ihr die eigentlich nötige Reform könnt
oder wenn das Gesetz auf den Leg geholt soll gehen. In der Zwischenzeit aber sind Leute im Terra, die Leute tragen sind. Und dann haben sie vielleicht gerade alles umgesagt und umstrukturiert und da soll das Gesetz schon angepasst gehen. Das alles dreht da der nicht mit. Das unterstützen wir nicht, weder für diese Berufsgruppe noch für eine andere. Dafür wird der heute, wie gesagt, gegen diese Gesetzesprojekt stimmen. Wir stimmen für die Infirmieren und Infirmien, an dem es mir das Gesetzesprojekt nicht mitdrohen. Dieses Gesetzesprojekt gibt dem Beruf nicht gerecht, sie eine bessert Gesetz verdient. So nicht merci.